Zuletzt hat seine Mutter, die in der Nähe Eier gefärbt hat, nicht mehr aushalten. Sie nimmt ein grosses Efeublatt, trocknet dem kleinen Tränen ab und sagt: «Also gut, dann gehst du halt meinetwegen. Kannst ja einen Bärbel in seine Sachen bringen. Das wohnt nicht so weit weg. In dem kleinen weißen Haus beim alten Nussbaum. Du gib aber Achtung und vergiss nicht, dass du auf den Hinterbeinen laufen darfst. Sonst fallen Geschenke aus dem Kratten.» Dann hat sie ihm ein paar rote Filzhosen angelegt und eine blaue Jacke mit Goldknöpfen. Herzig hat er ausgesehen. Wie ein Osterhase in einem Bilderbuch. Zuletzt hat er noch Krezen auf den Rücken bekommen und dort hinein hat es einen Schokoladenhase und 12 gemalte Eier. Der Schokoladenhase war so gross, dass die Ohren oben zum Kratten rausgeschaut haben. Jetzt könnt ihr euch denken, wie stolz der Pummerli durch den Wald marschiert ist. Gerade etwa so wie ein Kind, das zum ersten Mal mit seinem neuen Schulsack in die Schule geht. Er hat überall herumgeschaut und ist halbwegs stehen geblieben, dass ihn alle können anstaunen. Die Eichhörnchen und die Rehe, der Gucker und die Rabe. Und wo er so langsam dorthin gekoppelt ist, immer auf den Hinterbeinen, begegnet ihm der Fuchs. Jetzt meint ihr vielleicht, der Fuchs hat den Pummerli gefressen. Nein, Füchse tun den Osterhasen nicht.